Liebe LiveNet-Talk-Community, herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Jörg. Ich bin der Geschäftsführer der Stiftung Daviddienst Schweiz und habe heute einen ganz speziellen LiveNet-Tag zu moderieren. Wir sind nicht im Studio, das habt ihr schon ein bisschen mitbekommen. Ihr seht hier, dass ich Kristall bei mir habe. Das hat ganz viel mit meinen Gastgebern zu tun, wo ich heute im Garten sitzen darf. Für die sich jetzt ein bisschen erstaunt, staunen daran, dass ich das alles so abtaste, das hat damit zu tun, ich selber bin blind seit Geburt und darum löst für mich solche Kristall, das Abtasten, eine besondere Faszination aus. So viele Unebenheiten, so viele Flächen, die man abtasten kann. Das sind spezielle Kristalle, die, wie ich gesagt habe, mit unseren Gastgeber, die mich hier in ihrem Garten begrüßt haben und jetzt neben mir sitzen, ganz viel zu tun hat. Herzlich willkommen und danke, dass wir da sein. Danke für Vreni und HP. Danke, dass wir hier empfangen. Ja. Danke vielmals. Ich glaube, wir müssen nicht sehr viel erklären, wer Sie sind. Hans-Peter Nüsch, Vreni Nüsch, ihr seid bekannt. Was aber viele vielleicht nicht ganz so wissen, ist, was hat denn das mit diesen Steinen auf sich? Also, ich bin da in euer Haus hineingekommen und das Erste, was du mir auf die Hand gegeben hast, sind solche Kristalle. Ich finde es faszinierend. Aber was bedeutet euch die Kristalle? Warum so Kristalle? Also, ich erzähle kurz, wie ich zu dem Hobby gekommen bin. Also, Vreni hat gleichzeitig schon im Hütli, im Alpstein, gegenüber dem Sentis, hat sie auch Kristall gesammelt. Also nicht Kristall, aber Steine gesammelt. Steine habe ich und, gesammelt. Das ist interessant. Aber ich habe einmal, der Vati hat auf dem Furka-Pass gesagt, ich könne auswählen zwischen einem 2-Franken und einem 5-Franken Kristall, den er da angeboten hat. Und der 2-Franken war grösser, aber nicht so schön. Dann habe ich leider den ausgewählt, hat den aber gezeigt in der Primarschule. Und so hat dann das angefangen. Den ersten Pfund habe ich dann gemacht mit 12 grösser im Alpstein. Und dann haben den am Heimatwerk verkauft für 500 Franken. Und das waren alles solche Stücke, so Doppelspät, wo man dann doppelt sieht, oder? Wenn man es auf eine Linie legt. Und dann haben sie dann so für Sammlungen das gekauft von mir. Und ich bin stolz. Mein stolzer erster Ertrag war 500 Franken. Das war damals mal viel Geld, oder? Mit 12. Ja, also ich würde am liebsten den Zuschauern eure Stube zeigen, die ich vorher kurz durchtasten durfte. Das ist fast... Also, jedes Museum muss neidisch sein auf die Sammlung, die ihr habt. Das ist eindrücklich. Also vor allem riesengroße Exponate. Ja. Und also es ist schon gewaltig. Ja. Vreni, das war schon immer ein Hobby für euch, als Ehepaar schon? Oder ist das etwas, wo du zwangsläufig hast müssen, quasi halt mitlaufen mit dem HP? Also, mich hat es auch fasziniert, die Schönheit. Am Anfang hat der HP so alle Mineralien gesammelt. Und zum Teil sind es dann Steine mit einem Dümpfli drauf oder 2. Und dann, aber die sind mehr und mehr verschwunden und wir haben einfach die schönen, da was man sieht, so schön. Und an dem habe ich Freude gehabt, da habe ich Freude bis heute. Und ich muss sagen, das ist ein Hobby, das wir wirklich miteinander teilen. So schön. Ich habe in der Einleitung gesagt, die Steine haben vielleicht auch recht viel mit eurem Leben oder mit eurer Art, wie ihr lebt, oder mit eurem Sein selber zu tun. Liege ich da falsch? Oder bin ich Mal, also ich sehe unseren Auftrag als Kristallsucher. Dass wir hinter dem Dreck Kristall sehen von Menschen, manchmal auch von Situationen, und versuchen, sie zum Glänzen zu bringen. Also ich bin nicht nur irdisch sind wir Kristallsucher, sondern auch in unserem Dienst sehen wir das als unseren Auftrag. Ja. Es ist so, dass ich ja eigentlich... Er ist besser im Suchen. Ich entdecke gewisse Sachen, aber ich liebe es auch zu putzen, weil dann kommt die ganze Schönheit raus und dann entdeckst du neue Sachen und ich finde das so spannend. Das ist super. Und Sie dort mindestens so viel investieren ins Hobby wie ich. Okay, ja, das denke ich. Also jetzt mit Begeisterung eure Ausstellung zeigen, das ist so, das habe ich gespürt. Ich kann mir vorstellen, das passt auch ins Leben eigentlich, wie ihr auch mit Menschen umgeht. Also du bist eher der Entdecker oder der es dann quasi die Leute holt, HP, und das Vreni
putzt aus den Leuten das Zeug raus? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie bringen wir das zusammen? Willst du antworten? Ja, es ist so, das war mein Wunsch. Sag mal so, ich kann jetzt nicht auf ganz viele grosse Erlebnisse zurückschauen, aber die Personen zu sehen, wie sie sind und anzunehmen und zur Entfaltung bringen, das ist schon wirklich etwas, wo mein Herz voll dabei ist. Absolut. Die Steine die sind ja nicht einfach von irgendwo. Wo findet ihr die Steine denn vor allem, die Kristalle? Wir haben durch das Glück, in den Alpen zu wohnen, oder? Und auch hier noch ein bisschen am Jura. Da gibt es zwar nur Kalzit und ein bisschen Versteinerung, aber in den Alpen gibt es natürlich sehr schöne Bergkristalle, Rauchquarz, Morion, die schwarzen. Und letztens haben wir sogar Jade gefunden. Also Nephrite-Jade, sowohl im Puschlav wie im Marmorera-See-Gegend. Und die Schweiz ist der beste Fundort für Jade weit herum, also ganz Europa. Und dann haben wir auch Glück, am richtigen Ort einfach zu wohnen. Ja. Wenn ich also die Steine jetzt in der Hand habe, ist ja sehr eckig. Eigentlich auch die Menschen, gell? Die Christen dürfen da, glaube ich, auch eckig sein irgendwo. Ja, ich empfinde mich auch ein bisschen als eckig. Und ich bin sehr froh, dass Gott so gnädig mit mir ist und auch meine Frau. Ich habe immer noch den Eindruck, ja, dass eigentlich noch wichtig ist, dass wir nicht mit dem Strom schwimmen. In der heutigen Zeit noch viel wichtiger als je. Dass wir überlegen, was tut uns gut, was tut den anderen gut, was ist einfach die Meinung der Mehrheit im Moment und was ist eigentlich Gottes Wille. Und darum eckig sein, gegen den Strom schwimmen, finde ich eine wichtige Eigenschaft. Aber nicht zu eckig. Also nicht anecken, nicht anecken, sondern einfach das Profil zeigen. Sehr gut, das ist sehr gut zusammengefasst, Marco. Ja. Könnte man das so machen? Ja. Okay. Ja. Wir sind ja hier wie im Garten. Das erste, was du gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wo wollen wir uns treffen, wo wollen wir den Tag machen, hast du gerade gesagt, am liebsten bei uns im Garten, wenn es irgendwie geht. Hat das eine besondere Bewandtnis, einen besonderen Bezug? Also, warum der Garten? Bedeutet das etwas Spezielles? Also wir haben natürlich mega Freude, dass wir überhaupt einen Garten dürfen haben, dass wir die Natur erleben können. Ich habe natürlich Freude einfach an den Blumen und darum kann ich sagen, Garten ist schon auch ein bisschen mein Hobby, aber ja, halt einfach so wild, wie es drin liegt. Und wir freuen uns, wenn man kommt. Wir freuen uns, dürfen draußen sein. Auch die Kinder kommen hier spielen, also Grosskind. Und von daher ist es ein Stück Lebensraum, wo wir auch einfach erleben. Wo, ja, Gottes Schöpfung, schön. Vreneli's Gärtli. Ja. Und jeden Tag gibt es 1, 2, 3 Sachen vom Garten, die wir essen. Im Moment. Gut. Ja, viele Tomaten, hin und wieder Feigen, Spaghetti und was auch immer. Darum sind die so gesund und so. Ja, genau. Super. Man kennt euch vor allem halt auch immer mit dem Anliegen ganz, ganz stark Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Ich habe vieles gelesen, gerade auch, was du in den letzten paar Wochen rausgegeben hast, HP. Zu dem komme ich nachher noch ein bisschen. Nimmt mich sehr stark Wunder auch. Aber vorweg, das erste Mal, es würde mich mega wundern. Ich habe irgendwo gelesen, mindestens 50% von dem, was man von dir kennt, HP, hat auch damit zu tun, dass es eine Vereinigung gibt, die genau gleich im Gebet unterwegs ist. Und das macht mich neugierig. Wie sieht so ein Tag Hans-Peter und Vreni Nüesch aus? Also, könnt ihr überhaupt schlafen oder betet ihr nur? Oder esst ihr zwischendurch mal etwas? Oder ist es nur immer im Gebet? Oder, wie sieht das klassisch aus bei euch? Ich muss vielleicht vorausschicken, warum das Gebet so wichtig ist in meinem Leben. Ich habe 72, als ich in England war, sieht man, wie alt ich bin, oder? Und habe ich eine Geistesbegegnung erlebt, als Folge von einer ganzen Eingabe, die ich dazu gemacht habe, zum ersten Mal. Und eigentlich die Freude, die mir Gott gegeben hat, dort, die grösste Gabe war das Gebet. Seitdem liebe ich es zu beten. Ich habe nichts dafür. Es fällt mir sehr einfach.
Und ich habe gesehen, dass eigentlich das auch ein Auftrag sein von mir. Obwohl ich ja dann später Leiter von einer Mission geworden bin und einen Haufen gemacht habe, die ganze Welt herumgesaust bin. Und darum bin ich eigentlich froh, jetzt wieder auch noch mehr Zeit wieder zu haben für das Gebet. Und mein Gebet ist schon in der Nacht, wo ich oft auch mit Gott rede. Das stimmt. Weil ich immer wieder mal wach bin. Das ist auch eine Alterserscheinung. Und auch mit der Vreni viel reden und wir beten auch zusammen beten. Immer wieder, aber nicht irgendwie jetzt immer zur gleichen Zeit, sondern wenn wir etwas auf dem Herzen haben, beten wir zusammen beten. Und so zusammen reden, zusammen beten. Manchmal bete ich sehr lang beten und sie sagt noch Amen dazu oder wiederholt das Wichtigste nochmal. Wir haben einen anderen Gebetsstil. Das ist schon so, aber wir tun zusammen alles im Gebet tragen, das kann man sagen. Vreni, wie erlebst du das? Ja, also ich würde jetzt sagen, wie der HP betet, ist letztlich einfach seine Gedanken von Gott ausbreiten. Im Gebet erlebe ich, was tief in ihm abgeht. Und das geht von der Schweiz über die halbe Welt raus, wieder zu den Kindern und einfach durch den ganzen Bereich durch vom Leben. Und das wird er einfach so von Gott anbringen. Und darum ist oftmals mir, sage ich dann, Amen. Amen. Braucht manchmal vielleicht gar nicht viel mehr, gell? Ja, richtig. Aber es ist, wie der HP gesagt hat, wir haben nicht eine strukturierte Gebetszeiten dann und dann und immer so, sondern einfach immer wieder. Ob es jetzt mitten in der Nacht ist. Jetzt haben wir natürlich das grosse Vorrecht. Wir können am Morgen wir können Zeitung lesen und nachher beten und Bibel lesen und dann arbeiten. Also es ist alles, es liegt alles drin. Und das finde ich sehr schön. Und so ist es ein das Leben von Gott ausbreiten. Und ihn auch bitten, komm, dass wir ihn erleben in dem Innen, im Leben. Und feste Zeiten sind vor allem um die Gebetsgruppen. Wie gestern sind wir jetzt beim Arzt im Nachbartal, wo wir regelmäßig uns treffen mit ein paar Leuten zum Gebet fürs Nachbartal. Oder vorgestern jetzt da das wöchentliche Gebet im Dorf. Das sind dann feste Zeiten. Ja. Aber wir selber hatten nie strukturierte Zeiten eigentlich. Nein, wir haben einfach gebetet, wenn es betet hat in uns. Das finde ich eine spannende Aussage, wenn es betet hat in euch. Ja. Vorher haben wir auch eine kurze Gebetszeit gehabt, ganz eine kurze, bevor wir gestartet sind. Und ich habe die ja schon ein paar Mal an anderen Orten auch erlebt. Und was mir auffällt, du hast wirklich eine sehr unkonventionelle Art von Beten. Mich spricht es enorm an. Ich bin gleich gestrickt wie du, so wie der Schnabel gewachsen ist und das, was gerade im Herz ist. Also, ist das wirklich so einfach, man könnte eigentlich sagen, dein Gebetsleben oder auch euer Gebetsleben, ich nehme jetzt dich, Vereinigung, da drin rein, geht jetzt davon aus, geht ein bisschen ähnlich, ist einfach das, was ist, wie ein Dialog. Einfach nicht ein Gebet, so stier, sondern es ist eigentlich ein Talk. Einfach ein Reden mit Gott. Ja. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Das kann man so sagen, ja. Finde ich spannend. Wie hat das einen Einfluss auf euer Eheleben? Also ich würde mal sagen, von mir her, ich habe das Vorrecht, einen kommunikativen Mann zu haben. Das sind ja nicht alle Männer so. Bei uns ist es fast ein bisschen umgekehrt. Ich bin vielleicht ein bisschen weniger als er. Aber im Gebet... Du bist freundlicher. Okay. Im Gebet habe ich gespürt, oder spüre ich und erlebe ich, was in ihm abgeht. Und das hat mein Herz ganz fest mit ihm verbunden. Und das ist für mich eine besondere Art von Intimität, die wir haben dürfen. Und die ich selber sehr schätze. Ich glaube, miteinander beten ist der beste Eheratschlag, also Ratschlag für eine gute, knusprige Ehe. Ist immer wieder miteinander betet. Und ich habe immer wieder
gesehen, wo Ehen auseinander sind, dass sie einfach auch zu wenig gebetet haben miteinander. Ja. Finde ich mega interessant. Erlebe ich auch ein bisschen so teils, wirklich, dass ich einfach mega sagen muss, ich kann noch so viel mit meiner Frau schwätzen. Ich lerne sie nie nicht besser und schneller kennen als im Gebet. Eben. Ja. Bete mit mir und ich sage dir, wer du bist. Ja. Und das ist schon, das beeindruckt mich sehr. Und ich würde sagen, es ist natürlich auch ganz besonders in der heutigen Zeit, die drückt einem das richtig tief runter. Alles, was man liest und egal, wo man schaut, oder? So viel Schwieriges, wo man nicht einmal recht mit durchsieht. Und dann miteinander oder allein vor Gott kommen und einfach das sagen und dann den Blick einfach wieder auf zu Gott haben. Merken, aha, okay, er hat es noch im Griff. Einfach wissen, er hat es noch im Griff. Und ich muss mich nicht total niederkriegen lassen von all diesen Informationen, die jetzt massiv auf einem zuschiessen. Spannend. Das wäre mir jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Bad News over, wirklich überall. Man hat einfach Schlagzeilen, wo ich einfach, wenn ich so ein bisschen jetzt auch die Landschaft in der Schweiz anschaue, das so soziale Medien, Christen gehen sich mittlerweile sogar fast schon probieren sich zu konkurrieren mit schlechten Nachrichten weitergeben. Mich macht das nachdenklich und betrübt mich manchmal ein bisschen. Ich erlebe euch zwar jetzt total anders. Und ich weiss, ihr trägt viel auf euren Herzen. Das sieht man auch, wenn man eure Rundbriefe liest. Wenn man mit euch redet, kommt viel, extrem viel. Aber was ich vor allem mitnehme, jetzt nur schon aus dem Nachmittag, eine Entspanntheit, eine Gelassenheit. Wir haben viel gelacht vorher schon. Gewaltig. Also, da lasse ich mich unglaublich gerne anstecken. Was würdet ihr für eine Empfehlung geben, damit andere Christen auch so entspannt, fröhlich und locker können durch doch den ganzen Negativdschungel durchpirschen? Also Vreni ist vom Naturell her eher eine Lebenskünstlerin. Aber ich bin es eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein sehr reflektierender, eher ein bisschen schwierig. Ja, ich mache mir viel Gedanken über alles und jenes. Und ich habe gelernt, einfach auch am Lobpreis eine Priorität beizuüben. Das ist nicht, dass ich jetzt ein ganzes Lied immer singe, obwohl ich manchmal auch schon 10, 15 Chorus nacheinander gesungen habe. Immer wieder einmal kurze so Gospels oder so. Aber einfach immer wieder Gott danke, kurze Worte oder wenn ich gehe joggen, dass ich Lob und Dank sage mit dem Schritt zusammen oder so. Das merke ich, das tut mir so gut. Es läuft mir auf, oder? Loben zieht nach oben. Und das ist für mich ganz wichtig geworden. Und mein Lebensmotto habe ich vor etwa 20 Jahren entstanden. In schwierigen Situationen, auch bei schwierigen Menschen. Lobe Gott, segne Menschen. Mein Sohn Daniel, der bei Dan ist bekannter bei ICF College leitet, hat gesagt: Nein, Papi, in allen Situationen lobe Gott, segne Menschen. Und dann hat er hinten draufgeschrieben an meine Visitenkarte: in allen Situationen. Und das hilft mir enorm. Eigentlich bin ich so fröhlich, normalerweise fröhlich unterwegs. Weil ich einfach sehe, Gott hat alles im Griff. Und es ist wie ein grosses Rettungshandeln von Gott. Und ich habe gerade hier in diesem Buch noch mal gelesen, weil ich einen Artikel geschrieben habe für die Idea über den Rees Howells. Und da fragt Gott den Rees Howells bei der Pandemie, spanischen Influenza-Pandemie 1918, kannst du dir vorstellen, dass die Pandemie ein Segen ist in Verkleidung, in Disguise? Ein verkleideter Segen. Und ich habe das Gefühl, was wir erleben jetzt, ist ein grosses Rettungsrufen und Handeln von Gott. Dass er eigentlich ruft, sagt: «Kommt zurück in mein Vaterhaus.» Und unser Auftrag ist jetzt, den Weg zu weisen. Und zu sagen: «Schaut, hinter dem ist ein liebender Vater, der ruft und ruft, kommt zurück.» Er will uns bewahren vor dem Unheil. Und darum ist es wichtig, dass wir das interpretieren. Und ich habe
schon seit Anfangsjahr das auf dem Herz, dass ich das weitergebe, was Gott mir gesagt hat. Und ich habe gesagt, aber ich gebe das nicht weiter, weil so viele andere Sachen Werke sind unterwegs mit Gebet. Du musst sehr deutlich reden. Und dann am Morgen bin ich mit Enkeln gerade am Spielen, was ich auch nicht immer mache. Läutet es an der Tür und dann kommt jemand, den ich nicht kennt, einen Pizzakurier und sagt «Halleluja, er hat sie gefunden». Heute Morgen hat Gott zu mir geredet, sie sollen Mut machen zum gemeinsamen Gebet für Erweckung. Gott hat ihnen ein Netzwerk gegeben. Ich habe den Mann nicht gekannt, ich habe ihn noch nie getroffen. Und morgen hat Gott zu ihm geredet und er musste schauen, wo ich überhaupt wohne. Und das war für mich Bestätigung, dass ich dann angefangen habe, die Briefe zu schreiben, jetzt der vierte, gerade diese Woche, wo jetzt doch immer mehr herumgehen, oder? Jetzt doch schon mehrere hundert Leute das überkommen, ohne dass ich etwas mache. Weil ich einfach merke, es braucht Ermutigung in der jetzigen Zeit, auf Jesus zu schauen. Er hat einen guten Plan in allem Miserablen. Alle Dinge lässt Gott denen zum Besten gereichen, ihn lieben. Auch schwierige. Ich meine, gerade dein Leben, Marco, ich habe ein bisschen studiert und die Sachen, auch die schon über die erschienen sind, geschaut. Da kann ich nur loben und preisen, wie Gott aus deiner Schwierigkeit das zum Segen wäre lassen für so viele Menschen. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Das David, wie heisst das? David-Dienst. David-Dienst. Und also, das finde ich gewaltig. Und ich denke, Gott tut da Schwierigkeiten brauchen, um durch Schwierigkeiten, durch unsere Schwäche eben stark zu werden. Wir alle erleben die Schwäche, auch wir erleben die Schwäche. Aber in dieser Schwäche müssen wir auch rufen. Ich bin oft auch in der Nacht rufe zu Gott. Ich sage, jetzt musst du und Sepp und siehst das und da, oder? Aber das gehört er. Und es tut einem auch gut und man wächst dabei. Und ich will es nicht missen, die letzte Zeit. Ich glaube, ich selber wachse auch in diesem Prozess. Vreni, was denkst du? Wo stehen wir im Moment? Also für mich, ich muss einfach sagen, ich bin so dankbar für das, dass wir die Bibel haben, dass wir Gottes Wort haben, wo so viel beschrieben ist. Auch was Gott gesagt hat und was Jesus gesagt hat, was noch auf uns zukommt. Und das gibt mir Gewissheit. Jawohl. All das Schwierige, all das auch Schlimme, wirklich Schlimme, wo man im Moment erlebt und hört und sehen, geht nicht an Gott vorbei. Er weiß es. Vieles lässt dazu, ja. Es ist schwierig, aber vieles sind wir ja auch selber, also die Menschheit tut das also vieles selber hervorrufen. Aber einfach wissen, Gott ist, am Schluss ist er da. Und Jesus kommt wieder. Und das ist die grosse Freude und Zuversicht, wo mich auch fröhlich hält in der jetzigen Situation. Als ich angefangen habe, die Briefe zu lesen, die ganzen Publikationen, die ich jetzt auch von dir dann auch bekommen habe, ergänzend, oder von euch beiden bekommen habe ich so ein bisschen den Eindruck bekommen, es pressiert langsam. Es ist langsam, es ist dringlich. Dringlichkeit, dass das Volk Jesu hier in der Schweiz, dass die Brut aufsteht und sich eins macht, Hürden überwindet und anfängt in Einmütigkeit Gott anbeten und im Gebet zusammenstehen, damit Platz frei wird, das Evangelium wieder frei zu verkünden. Die Dringlichkeit die nimmt zu, auch in euren Briefen, in euren Schreiben, die wir gehen. Täuscht der Eindruck oder stimmt das? Ja, seit Anfangsjahr habe ich den starken Eindruck zunehmend. Das sagt, jetzt ist die Zeit auch, jetzt möchte ich vieles erhören, was wir schon jahreweise gebetet haben. Nämlich die geistliche Ernte einbringen inmitten von wachsendem Chaos und Katastrophen. Wir brauchen offensichtlich Schwierigkeiten, dass wir wieder zu Gott zurückkommen. Das ist das Muster, das wir ja kennen aus dem Alten Testament. Gell? Leider, immer wieder, oder? Ja. Und dann sind wieder in ein Volk gekommen und dann haben sie wieder sich zu Gott zurückgekehrt. Und dann ist wieder
sind sie abgefallen und dann hat wieder Erfolg, müssen sie angreifen. Und es ist verrückt, oder? Aber in allem hinein spüre ich eine unglaubliche Liebe vom Vater im Himmel. Er hat eine grosse Sehnsucht, dass wir sehen, seine riesige Liebe, und er sucht Freunde. Er sucht im Moment Freunde, wo er sein Anliegen mitteilen kann, sein Herzensanliegen. Und er ruft, sind er parat. Ich will wirken. Ich will Werkzeuge haben, die ich erfüllen kann, damit meine Liebe durch sie fließen kann. Und für mich ist es so wichtig, dass wir nicht mitmachen in dem gegenseitigen Bekämpfen wegen Massnahmen dies und jenes, oder? Sondern dass wir wirklich miteinander Zeugnis sind und einander segnen, trotz verschiedener Ansichten. Ganz wichtig ist, dass wir jetzt eine verbindende Rolle spielen, eine vermittelnde, die einander segnet und die füreinander da ist und die miteinander im Einsatz ist gegen aussen und die Liebe weitergehen, ganz praktisch. Es hat so viel Not. Wir sind in der Ferien jeden Tag mindestens von einer Person angesprochen worden, sogar zum Teil von mehreren, weil sie uns erkannt haben, zum Beispiel an der Stimme, weil wir ja Masken hatten. Dann gesagt, sind sie nicht der Hans-Peter Nüesch oder so, oder? Und die Leute haben gemerkt, wir sind geführt worden. Die Leute haben das gebraucht. Jemand hat gerade die Stelle verloren wegen Corona am Tag vorher oder 2 Tage vorher. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach wach sind und sehen, welche sind unsere nächsten Leute, die uns jetzt brauchen. Wenn wir ein Telefon machen können, ein Kärtchen schreiben können, anschliessend ist gerade eine Pastorin bei uns, die Probleme hat, sagt, die will unbedingt reden. Und so einfach, oder eine Pastorenfrau ist jetzt in dem Fall. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir wach sind jetzt. Wach sind. Und gleichzeitig dürfen wir uns trotzdem freuen in der Natur. Ja. An den Steinen, am Garten. Und er hat es ja geschaffen. Ja. Und die ganze Kreatürlichkeit, das ist mir auch bewusst worden, als ich wieder die Film gesehen habe von dir, Marco. Dieses Klavierspielen und all das, das ist ja von Gott her. Und das Verrückte, letzte Woche habe ich ein Zeugnis gehört, das muss ich gleich noch erzählen. Das ist so genial, das hat mich total aufgeregt. Manchmal frage ich mich, ob mein Boogie-Woogie-Spielen so geistlich ist, oder? Ja, oder? Also, ich kann dir bestätigen, du spielst gut, ich habe es vorher gehört. Ja, auf jeden Fall war es so, da hat doch tatsächlich ein Ehepaar, wo wir unterwegs waren, mit denen hat gesagt, an einer Explo habe ich einmal Boogie-Woogie gespielt. Ich weiss nicht, ich glaube 97 oder so. Okay. Und er habe Boogie-Woogie gespielt. Und während ich gespielt habe, ist der Heilige Geist auf sich gekommen. Sie hat eine tiefe Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht, einen Durchbruch. Dann kann ich mir sagen, ja, also jetzt bin ich rehabilitiert als Boogie-Woogie-Spieler. Oder? Es war auch ein zweites Zeugnis von einem Geschäftsmann, der gesagt hat, dort, wo ich zwischen ihnen gestoppt habe, Boogie-Woogie gespielt habe, nachher ist es viel mehr reingegangen, wie Butter, wie es in Butter rein, das, was ich gesagt habe. Und ich habe das Gefühl, Gott braucht auch das Kreatürliche oder einmal die Steine. Wir haben auch viele Erfahrungen, Gotteserfahrungen rund um Steine gemacht oder Leute, die mit uns gegangen sind, weil wir eine Exkursion gemacht haben. Er braucht das ganz Praktische, um Menschen an sein Herz zu ziehen. Wir müssen nicht immer so fromm tun und so fromm sein, weil das ist auch ein Zeichen von seiner Schönheit, seiner Grosszügigkeit. Und du, von mir repräsentierst du das fantastisch. Ja, ehrlich. Danke vielmals, Hans-Peter. Ehrt mich sehr. Ja. Ich glaube, das ist halt schon etwas, was wichtig ist heute. Das kann ich aus eigener Erfahrung, aus unserem Dienst wirklich sagen. Nicht irgendwie fromm spielen, sondern den Glauben leben. Ja. Und das braucht, ich glaube, auch den Unterschied, höheren Unterschied machen zwischen, das ist jetzt einer, der gläubig ist oder nicht. Ich glaube, wir müssen einfach unser Herz auftun und den Heiligen Geist wirklich bitten, uns zu erfüllen, damit wir auch wirklich das machen können, was wir zu tun haben. Das ist mit Menschen lieben. Und du hast vorhin etwas ganz Interessantes gesagt, wo ich noch gleich ein bisschen darauf eingehe. Gott sucht Freunde. Also Freunde ist ja eigentlich auch ein Sinnbild für Beziehung. Ist denn das im Moment nicht so, dass hat Gott zu wenig Freunde im Leib Christi? Ja, ich denke, wir sind zu Profi geworden. Auch wir Christen haben die Tendenz, immer wieder an unsere freundschaftliche Beziehungen abzukühlen zu lassen zu einer professionellen Glaubensbeziehung, wo wir Gott missbrauchen als Assistent für unsere Pläne. Statt dass wir fragen, Herr, Daddy, was ist dir auf dem Herz? Was bewegt dich? Ich bin bereit, dass du durch mich auch das kannst in die Welt setzen kannst. Meinen kleinen Teil beitragen. Und er sagt ja, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde.
solange wir wirklich Gottes Willen tun wollen. Das ist der entscheidende Punkt, oder Johannes 15. Und ich spüre ganz fest, dass Freundschaft ist die Normalbeziehung, die wir mit unserem Herrgott haben sollen. Und mit Jesus und mit dem Heiligen Geist ist ein dreieiniger Gott. Und meine Beziehung ist wirklich eine freundschaftliche Beziehung, zunehmend. Und ich hoffe, dass Jesus das auch so sieht. Aber wirklich, es ist, auch wenn es manchmal laut wird oder rundum, oder jetzt, oder? Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Beziehung, dass es wirklich von Freund zu Freund ist. Und alles andere ist zu wenig. Und ich freue mich, dass gerade auch die Schwierigkeiten dazu beitragen, dass auch unsere Beziehung tiefer wird und echter und authentischer. Ich möchte euch 2 Möglichkeiten geben für ein Schlussvotum. Wir sind von unserer Zeit her schon am Schluss angelangt. Es ist mega schnell gegangen. Wir können mit euch noch stundenlang diskutieren und schwätzen und austauschen. Vreni, in einer halben Minute, die du jetzt kriegst von mir ungefähr, ich schaue nicht auf die Uhr, was möchtest du den Zuschauern vom LiveNet-Tag heute mit auf den Weg geben für die nächste Zeit? Auf Jesus schauen, da, wo er sagt, in seinem Wort. Und das fröhlich aufnehmen und sagen, jawohl, mit Gott, mit dir gehen wir durch dick und dünn. Und du gehst voran und wir kommen dir hinten an. Damals sage ich einfach Amen dazu. Amen. Im Gegensatz zu sonst, wo meistens ich muss Amen sagen nach meinem langen Bett. Amen. Amen. Auf Jesus schauen, sein Wort ernst nehmen und fröhlich sein Zeugnis sein, oder ihr werdet die Kraft empfangen und der Heilige Geist einfach kommen wird und werden meine Zeugen sein. In Boppelsen, im Furtal, in der Deutschschweiz, in der Schweiz und in der ganzen Welt. Sage ich Amen. Darf ich euch bitten, für diesen Tag jetzt einfach abschliessend noch zu beten zum Abschluss? Das würde mich riesig noch freuen. Ja, lieber Vater, lieber Herr Jesus, lieber Heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Freund bist, dass du barmherzig bist mit uns, dass du nicht auf unsere Fehler schaust, sondern das Herz siehst und dass du auch in dieser Schwierigkeit uns näher an dein Herz ziehst. Und ich bitte für alle Zuhörer, Zuschauer, dass sie sehen, wie gut dass du bist. Und dass sie sich ihr Herz dir geben. Und dass sie ihren Beitrag dürfen leisten, dass das Evangelium bekannt werden in Menschen, die so dringend jetzt auf der Suche sind nach dir. Dass das wirklich passieren darf. Ich möchte euch einfach auch segnen, dass ihr fröhlich unterwegs sein mit Jesus Christus. Amen. Und du, Jesus, hast gesagt, ich nenne euch nicht mehr Fremde, sondern Freunde. Und du willst die Freundschaft. Und so segne ich jedes, der zulässt, einfach in dieser Freundschaft mit Jesus. Und dass es so ausprägt kann sein, wie es jeder Person entspricht. Jawohl, Jesus, wir möchten Freund sein von dir und dir nachfolgen und mit dir durch unser Leben gehen. Danke dafür. Amen. 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 Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke ebenfalls. Danke auch. Die sich mehr interessieren für die Rundbriefe, die wir jetzt immer wieder erwähnt haben, die dürfen sich gerne bei uns melden. Wir es gerne weitervermitteln an Hans-Peter und das Vreni Nüesch. Ich kann es wärmstens empfehlen. Es nimmt einen rein in eine ganz andere Sichtweise auch von den Situationen. Nicht so schwer, sondern auch mit einer Leichtigkeit, aber nicht weniger mit einer Dringlichkeit fürs Gebet, für unser Land, für unsere Zeit. Meldet euch bei uns, wenn ihr gerne auf die Listen aufgeführt werden, damit ihr die Informationen auch bekommt. Der LiveNet-Tag wird ausgestrahlt, sowohl auf YouTube, Facebook, Instagram und allen sonstigen Social-Media-Plattformen, die man kennt. Ich freue mich, wenn ihr das weiter teilt, auch, gerade auch den Tag mit Vreni und Hans-Peter Nüesch. Es hat mich gefreut, dass ihr zugelassen habt.
Ich freue mich, euch bald wieder einmal zu sehen. Mein Name ist Marco Jörg von der Stiftung Daviddienst Schweiz und ich durfte diesen besonderen Tag im Freien leiten heute und macht's gut, bleibt gesund. Gottes Segen für euch alle.